Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Ja, ich weiß, es ist in der letzten Episode ein bisschen ausgeartet hier das Ganze. Von der Länge her, aber ja, wie gesagt, tut mich sorry. Dann nehmen wir jetzt mal die Telekinese raus und nehmen wir jetzt hier nochmal den Teleport zu Xardas. Dann sollte er sich mal das Ding angucken, was wir da haben. Dann erzähle ich ihm mal so ein bisschen, wie es im Tempel abgegangen ist. Der hat uns da nämlich auch noch ein paar interessante Sachen zu erzählen. Jetzt, nachdem man merkt, dass man nicht so ein unfähiger Dappes und Hutsimpel sind, der nur zu ihm kommt und dann, oh, ich hätte gern was von dir. Sondern der merkt, dass wir durchaus etwas interessanter sind als die anderen Idioten hier in der Kolonie. So, Xardi Boy. Oh, er hat sich mittlerweile auch mit Bogen und mit Streitkolbe ausgerüstet. Oh, 6. Kreis der Magie, das wollte ich schon immer mal können. Kannst du mich unterrichten? Ich werde dich in den 6. der magischen Kreise aufnehmen. Denn wisse, nur die mächtigsten Magier werden in den 6. Kreis aufgenommen. Er ist denen vorbehalten, deren Leben ein Zeichen ist. Dein Zeichen ist die Verbindung der Elemente. Mit dem 6. Kreis bist du in der Lage, die Magie sämtlicher Runen anzuwenden. Und vergiss nie, fordere nicht die Macht, sondern diene ihr. Okay, ja, danke Yoda. Dann wüsste ich ganz gerne noch was anderes. Sei gegrüßt. Servus. Oh, wir haben was Schickes Neues gekriegt. Nicht schlecht. Wir haben noch schicke Rüstung gekriegt. Robe der dunklen Künste. Muahaha. Von Voldemort persönlich, von Xardas persönlich überreicht gekriegt. Die bietet Schutz vor Waffe 90. Schutz vor Pfeilen doch schon 20, Schutz vor Feuer 60, im Vergleich zu sowas hier, ne? Und Schutz vor Magie 30. Das ist ein ochsengeiles Ding. Jetzt sehen wir aus wie Xardas und sind hier der ultra coole. So. Moment, etwas hat sich auch noch verändert. Oben seht ihr jetzt links bei Gilde Dämonenbeschwör. Jetzt sind wir Dämonenbeschwörer auf Stufe 30. Geiler Scheiß, ne? Sei gegrüßt. Anscheinend wird man Belia, Magier oder Dämonenbeschwörer, wenn man Feuer und Wasser gemeistert hat. Ja, so ist das normal, ne? Kann hier jeder im Blab Lied voll singen. Liedfuß singen, so rum. Hier, bla bla. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Was? Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ja, so viel zu heiliger Feind. Jetzt wisst ihr Bescheid. So. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Och gut. Ja, geiles Ding, ne? Guter Spargelschäler. Kannst bestimmt auch Krummbeere damit schälen. So. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Tja, unglaublich, das können wir gebrauchen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Ja, ich meine, wenn man ein bisschen im Tempel versteckt, ist jetzt nicht so gut. Aber das wird mich interessieren. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa.
Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ja, dann gucken wir mal da, ne? Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Sehr schön, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich suche magisches Wissen. Ja, sowieso, aber Herr Baron scheint wohl die tolle Dämonenbeschwörerrobe nicht auszureichen. Du kannst zumindest keine Delle reinschlagen. Oder irgendwas Tolles noch? Spitze, der ganze Müll, den ich ihm als halt verkauft habe. Nee, der hat nichts Besonderes. Aber ich finde diese Dämonenbeschwörerrobe schon ziemlich geil. Die schützt halt immens vor Magie. So. Nee, der hat nichts Besonderes mehr für uns. Allerhaupt. Gut. Dann suche ich doch noch was. Ich glaube, das ist am geschicktesten jetzt, wenn ich ins Sumpflager mich teleportiere. Und von dort aus können wir dann den Flitzer machen. So. Für 5 Minuten. Sehr gut. Dann machen wir jetzt mal 5 Minuten lang den Flitzer. Ja, wie gesagt, also die Klasse Dämonenbeschwörer, beziehungsweise die Gilde Dämonenbeschwörer, kriegt ihr nur, wenn ihr zuerst bei der Feuermagier wart und dann bei der Wassermagier. Wenn ihr dann das 6. Kreis gelernt habt, kriegt ihr automatisch diese ultra geile Robe hier, die schon so ziemlich die, ja, es dürfte die zweitstärkste Rüstung im ganzen Spiel sein. Also das Ding ist schon immens geil. Leider ist jetzt mal wieder dunkel und man sieht nichts. Aber ich sorge schon dafür, dass wir die auch noch sehen werden. Ein Scavenger. Komm her, du. So, ich bin mir auch für 50 gammliche Erfahrungspunkte nicht zu schad. So. Und für 80 schon gar nicht. So. Sehr schön. Ich überlege aber gerade. Ja, es ist nämlich so weit bis zum nächsten. Ich überlege mir echt, ob ich noch in Zweihänder skillen soll. Ich glaube, das ist nicht das Verkehrteste, wenn ich das machen würde. Weil Uriziel als Zauber ist zum Kotzer. Das ist absolute Scheiße. Man kann, so viel kann ich auf jeden Fall verraten, man kann aus Uriziel einen Zauber machen, das ist dann dieser Kreis des Todes, oder man macht aus Uriziel ein Schwert. Also man stellt es halt einfach wieder her. Uriziel ist aber das mächtigste Schwert im Spiel, ist natürlich ein Zweihänder, das Ding. Das heißt, ungeübt ist es natürlich scheiße, mit dem Ding zu kämpfen. So, zack. Und zack. So. Also ungeübt ist es auf jeden Fall absolute Kacke, mit dem Ding zu zaubern. Das würde ich auch jedem sein lassen, mit dem Ding zu kämpfen. Würde ich auch jedem sein lassen, der hier rein auf magischem Weg unterwegs ist. Aber ich habe damals auch mal wirklich versucht, das rein magisch zu machen, Gothic. Und das rein magisch durchzuspielen. Und habe dann den Zauber genommen, Todeshauch oder so nennt sich das Ding. Das ist der Zauber, der dann auch im 6. Kreis der Magie genannt wird. Todeshauch Belias Atem oder sowas hieß das Ding. Und er ist absolute Scheiße. Also ich kann es wirklich nicht empfehlen. Er braucht ewig, bis er castet. Und in der Zeit unterbricht dich jeder Krieger oder jeder Magier mit seinen Zauber oder mit seinen Schlägen 5000 Mal, bis du den Zauber gecastet hast. Das ist ja bei Feuerregen ist es ja schon problematisch genug, weil Feuerregen auch immer so ewig viel Zeit braucht, bis es mal castet. Klar, wenn der Zauber dann mal wirkt, dann rotzt der richtig übel rein. Das ist absolut gefroch. Aber das will ich mal bei dem Endkampf echt nicht geben müssen. Das ist absolute Kacke. Das mache ich definitiv nicht. So, oder? Deswegen skill ich wahrscheinlich nochmal in Zweihänder, damit ich das wenigstens richtig habe. Und pumpe den Rest tatsächlich in Stärkerei. Ich meine, ich habe jetzt alle Kreise der Magie gelernt. Dadurch, dass ich den 6. Kreis der Magie gelernt habe, habe ich jetzt auch diese geile Dämonenbeschwörerrobe gekriegt.
Aber was anderes wäre ich definitiv hier nicht noch weitermacher. Und das ist, glaube ich, auch Uriziel als Zauber ist, glaube ich, auch der einzigste Zauber vom 6. Kreis der Magie. Ein anderer gibt es so, glaube ich, nicht. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt zu Xardas altem Turm. Das ist nicht besonders schwierig, da hier zu kommen. Ah, Razor. So. Okay, sehr schön. Ups, ich wollte noch die Klaue hauen von dem Biest. So. Hat uns der Trank hier auch sehr gute Dienste geleistet. Haben wir noch einen Beißer? Haben wir ja, zack. So, da ging es zu den Golems rechts und zu Xardas Turm. Da müssen wir lang dann. Ich finde es etwas schade, dass man hier keine Rune hat bei Xardas, dass man nochmal in das Stockwerk einfach runter kann. Das ist etwas schade. Etwas doof gelöst. Da muss ich nämlich jedes Mal von woanders her flitzen. So. Xardas alter Turm ist der hier. Da guckt er ja noch ein bisschen raus. Ich habe euch ja schon mal prophezeit, dass wir da noch hin müssen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Da ist nämlich Neva eine richtig tolle Rüstung. Und zwar der beste im Spiel. Ist da auch noch was anderes Tolles, was wir gut gebrauchen können. Und was uns auch für unser Rüstungsquest helfen wird. So. Dann sollte ich hier dringendst nochmal speichern. Machen wir da Yankee 1. Und jetzt geht's runter. Okay, immer weiter. Immer noch weiter. Es wäre halt scheiße, wenn wir jetzt hier absaufen würden. Okay. Da müssen wir durch. Wäre jetzt halt echt kacke, wenn wir ausgerechnet da dann versaufen würden. So. Einmal hoch mit uns. Und schon sind wir da, wo wir hier wollten. Untote vernichten ist hier definitiv ratsam. Weil hier schon eine Menge Gesocks auf uns wart. So. Und... Huch. So. Gut, also mit dem Zauber Untote vernichten ist es ein absoluter Klacks hier. Also der hat sich auf jeden Fall schon als sehr praktisch erwiesen, der Zauber. Allein schon deswegen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, als Magier zu spielen. Hier sind aber auch noch Zombies, wenn mich dann alles täuscht. Genau. Diese Geräusche. Hört ihr das, dieses Gehechel? Das fand ich jetzt persönlich ziemlich gruselig, um ehrlich zu sein, weil ich habe dieses Gehechel total auf meinem Ohr gehört. Das war absolut ekelhaft. Da habe ich mich gerade eben wirklich umgeguckt, ob einer hinter mir steht. Ups. Boah. Also Zombies sind hier schon irgendwie eklig gemacht, finde ich. So. Oh Mann. Okay, also Zombies sind tatsächlich auch von der Erfahrungspunkte her schwächer als Skelette. Finde ich eigentlich etwas merkwürdig. Also nach meiner persönlichen Ansicht müssten Zombies eigentlich stärker sein, weil das sind frisch verstorbene Menschen, mehr oder weniger. Also die haben auf jeden Fall noch Fleisch dran, während Skelette ja nichts anderes als Knochen sind. Könnte man höchstens damit argumentieren, dass die magisch gehärtet sind, die Skelette. So, da. Und hier noch einer. Alle Paffen, denn haben mich schon berührt. Boah. So, ich glaube, ich kann auch den Zauber Licht gerade ganz gut gebrauchen. Wenn man dann Licht, ja. So, den würde ich ganz gern verwenden. Zack. So, sehr schön. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Sehe ich wenigstens noch was. Du hast nämlich auch ein paar Zomselmaner. Und... Na. Was die für Geräusche machen. Oh Mann. Also die sterben nicht so gern, wie es aussieht.
Aber bei dem Ende rumgehauche am Anfang, da habe ich mich echt umgucken müssen. Das klang echt total creepy, so. Boah, da bin ich doch ein bisschen... Ich weiß nicht, das ist genauso wie bei Black and White. Nee. Nee, die Story erzähle ich vielleicht doch nicht. Okay, da haben wir was. Das können wir schon aufmachen. Da haben wir anscheinend den Schlüssel davor. Verwitterte Axt, grobe Schwert, 92 Erzbrocker. Und so. Hier noch. Okay, da ist noch ein Podest was. Sind noch ein paar Tränke, die nehmen wir doch ganz gern. Also Xardas Turm hier war irgendwie etwas geräumiger. Nicht so geräumig, muss ich sagen. Und irgendwie merkwürdig von der Konstellation. Ah, da ist es ja schon. Diese uralte, antike Erzrüstung, diese uralte Rüstung wurde vollständig aus magischem Erz gefertigt wahrscheinlich, ne? Da haben wir jetzt hier Schutz vor Waffen 95, Schutz vor Pfeilen 25, Schutz vor Feuer 40 und Schutz vor Magie 10. 5700 ist es wert. Grobes Schwert. Hier haben wir noch das hier, 250 Erz, Feuerpfeile und ach geil, Teleport zu den Feuermagiern. Das heißt, so kommen wir wieder ins alte Lager rein. Ich habe euch ja schon prophezeit, das wird möglich sein, dass wir nochmal ins alte Lager können. Und das machen wir auf jeden Fall auch noch. Bevor wir zu Xardas zurückkehren, gehen wir auf jeden Fall noch zu den Feuermagier. Beziehungsweise ins alte Lager rein. So, da hinten stolpert auch noch einer rum. Boah. So. Boah, also diese Geräusche von den Zombies finde ich persönlich ziemlich unheimlich. So, 100er Tränke, Erz, Pfeile und Feuerpfeil. Und da können wir auch noch ein bisschen was holen. Zack, zack und zack. Sehr schön. Und hier haben wir auch noch was. Joink. Noch ein paar mittlere Mana-Tränke, Erz und Pfeile und Feuerpfeil. Und da gucken wir uns das Ding doch mal an, das Gute. So, das ist derzeit etwas schwächer sogar als unser Robe der dunklen Künste. 95, 25. 40 im Vergleich zu 60. 10 im Vergleich zu 30. Aller hopp. Dann würde ich das sagen. Wir machen das Ding ein bisschen stärker, als es eigentlich so derzeit handelsüblich parat hat. Und gehen deswegen ins alte Lager. Hey du, was machst du hier? Ho, ho, ho. Geh oder Ich ich ruf hatte die Wache. mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Wachen, zu Schmied mir! Stone brauchen wir dich nicht mehr. Du hast da drinnen Wo nichts ist zu Stone? suchen. Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Okay, du bist der Erste, der stirbt, mein Lieber. Und dann hier. So. Und zack. Wir haben erfahren, dass Stone im Gefängnis sitzt. Und wenn ihr euch erinnert, Stone war der Schmied. Und der kann uns auf jeden Fall helfen. Wenn wir den rausholen, kann der nämlich unser Erzrüstung verbessern. So, dann töten wir auch mal. Das wird dir noch leid tun. Oh, dann nicht. So. Sterbenszeit, Erzbaron. So, sehr schön. Zack. Was hat er dann bei sich? Eine Lauter hat er bei. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lauter dabei sich. Öffnet Haupttür der Lagerräume im Keller der Erzbarone. Okay, das haben wir dann auch noch. Elixier heilender Kraft. Und er hat noch eine Waffe bei sich gehabt. Muss ich gerade mal gucken. Das war auf jeden Fall eine Einhandwaffe. Dumm. Aber ich glaube, so schlecht. Ist das echt so schlecht, die Waffe? Okay, meine ist Achio so schlecht. Okay. Prankenhieb. Das war seine Waffe, genau. Ein Einhänder, 55. Schade macht er. So, die Gardiste, die haben halt nur einen üblichen Scheiß. Die haben nur ein bisschen Schutzgeld bei sich. Torres, das war der der Typ, der Zeug gehandelt hat. Sein Zeug nehmen wir jetzt an uns. Weil die ganze Tränke, die der Typ bei sich gehabt hat, sind schon unglaublich praktisch. Genauso wie, Moment, Ring der Stärke, Ring der Kraft, Ring der Holzhaut, Flammenschutzring. Dann hier die ganze Zauber, die Spruchrolle nehmen wir auf jeden Fall auch mit.
Dann, was hat er dann noch für Zauber? Feuersturm, Feuerpfeil, Feuerpfeil, Feuerball und Nagelkeule. Also bevor er gestorben ist, hat er Feuerball und Nagelkeule ausgerüstet gehabt. Äußerst episch. Laborflasche kriegt man hier noch. Bisschen Münze, ein paar Heiltränke, die haben wohl nicht so viel gebraucht. Eichenhaut und Feuerball. Ja, okay, die sind ziemlich gammelig unterwegs, muss ich gestehen. So, der Gardist hat wieder das übliche, ein bisschen Fressalie dabei und 10 Erz. Also im Vergleich zu den Gammler sind wir echt hier die Könige, was die, alle schon was unser, oh, Ring der Unbesiegbarkeit, alle schon was unser, Erzvorrat angeht, Münze und Feuerpfeil. Die hat richtig in die Hose geschissen und Choristo. Ah ja, das war das, was ich für die hohe Robe bezahlt habe. Man kriegt sein Erz so irgendwie auch wieder, ne? Okay, also Meister Choristo hat noch das Erz, was ich ihm bezahlt habe für die hohe Robe des Feuers. Finde ich definitiv gut. Dann, was hat er dann noch? 2 Münze, 2 Heiltränke, 2 Mana-Tränke, 2 Mowai. Das schickt sich einfach für einen Magier. Ring der Unbezwingbarkeit und ein Feuerball. Okay, der große Meister war jetzt gerade mit einem besseren Zauber ausgerüstet als die andere. Aber Feuerpfeil ist etwas erbärmlich als Feuermagier. Hey! Idiot! Dummkopf! Jetzt gibt's was mit der grobe Keller. So. Okay, sehr schön. Was hat der Typ bei sich? Leichte Armbrust, die Hämmer 8 und Bolzen, Hämmer 8. Weil es ein schwerer Gardist ist, hat er, oder ein hoher Gardist ist, hat er 20 Erz bei sich. Warum auch nicht? Okay, dann machen wir hier nochmal den Yankee 4. Und ich mag die nicht ständig so schnetzeln, sondern mag lieber... Ups, ah, der Raven. Der Herr Erzbaron. Hey, der Herr rechte Hand von Gomez. Scheiß Typ. So, jetzt ist er tot. Sehr schön. Er hat nur einen Heiltrank und Brot bei sich. Na gut. Rabenrecht hat er aber als Waffe. Das ist ziemlich geil, das Ding. Lup, lup. Sehr schön. Jetzt können wir wieder ein bisschen Prasse mit unseren Tränke. Woher haben wir es dann? Rabenrecht, Rabenrecht, muss ich hochgehen. Das macht nämlich 70 Schaden, das Ding, und braucht 55 Stärke. So. Aber Ravens Waffe nehme ich liebend gern an mich. Das ist ein weißes, sehr schön gearbeitetes Schwert. So. Oh, da ist noch so ein Knetus Corpus. Okay. Sehr schön. Der guckt blöd, bevor ich ihn umbringe. Auch nicht schlecht. So, zack, zack. Und joink. Zum Gefängnis kommen wir noch nicht, weil du wartet... du brauchst mal einen Schlüssel, um da reinzukommen, um Stone zu befreien. Aber Stone können wir nur, wie gesagt, mit dem Schlüssel rausholen und der Schlüssel ist bei Gomez. Das heißt, wir dürfen der große Meister persönlich endlich mal abschlachten. So, Skip. Na, Skippy Boy. Bist du gut oder bist du ein Arschloch? Hm? Was machst du denn? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Gardisten. Verkaufst du Waffen? Nur an Gomez, Leute. Okay, ja. Taurus? Taurus hat mich zu dir geschickt. Ich soll mir eine Waffe besorgen. So? Okay. Er hat gesagt, wenn du keine Waffe rausrückst, soll ich dir einen kräftigen Tritt in den Hintern geben. Ach, ich glaube, wenn du hier nicht gleich verschwunden bist, gebe ich dir einen Tritt. Okay. Aber, ist ja an sich egal jetzt. Komm her, du. So. Und tschüss. So. So einfach regelt man das hier. Okay, was hat er bei sich? Rostiger Zweihänder. Und wir können wieder Zeug von ihm abflattern. Und zwar nicht gerade wenig. Perfekt. Nehmen wir doch alles liebend gern. Obwohl, ja, die Pfeile und die Bolze brauche ich jetzt nicht unbedingt im 800er Pack. Das Erz nehme ich eigentlich auch nur mit, obwohl ich es nämlich brauche, weil es hier Zahlungsmittel ist. Was hat er dann da noch? Ja, die ganze schäbige Waffe kann er behalten. Obwohl grobe Schwert immer geile Handelsware ist. Ach, wenn wir nie wieder handeln müssen. Ist ja scheißegal. Da ist normales mit. So, Recht kann er behalten. Dann würde ich aber auch sagen, ich mache an der Stelle jetzt erstmal wieder einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann mal wieder zur
Let's Play Gothic of Pelzig, wo wir weiter im alten Lager rumwüte werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.